Aber wenn ihr so den Katalogmanager habt und es passiert euch eben genau das, dass ihr zu einem bestehenden Song eine ähnliche Kurve seht, es geht jetzt 5, 6, 7 Tage rauf, dann unterstützt doch die Aufwärtswelle mit mehr Content. In so einem Moment ist es wirklich gut, dass ihr flexibel bleibt im Kopf, aber auch in eurem Musikdasein und auch sagt, okay, easy, ich nehme mir jetzt schnell eine halbe Stunde, eine Stunde und mache nochmal, ich suche schnell wieder vor, okay, zu dem bestehenden Song, was habe ich für Content Pieces? Habe ich irgendwelche Video-Content dazu? Habe ich irgendetwas, wo ich pushen kann zu dem Song, in Verbindung mit dem Song? Oder muss ich vielleicht irgendetwas Neues schnell kreieren? In so einem Moment kann man wie so ein bisschen seinen Kopf umschalten oder halt auch abschalten sozusagen und nicht so daran denken, aber der Song ist schon mal eben dann und dann released worden, vor 5 Monaten, sondern einfach anschauen, ganz pragmatisch und objektiv, okay, der Song, auch wenn er vielleicht ein bisschen älter ist, eben, aber ihr wisst, was ich meine mit älter, in Anführungs- und Schlusszeichen im Streaming, weil es das nicht wirklich gibt, alt und neu, aber wenn es jetzt ein bisschen ein Song ist, wo ihr nicht gerade sofort im Auge habt jetzt und im Fokus habt, überlegt euch dort, okay, easy, ihr rennt die Aufwärtswelle, macht ihr jetzt etwas damit und erschafft neuen Content, flippt das irgendwie Content und macht die Welle noch grösser oder lasst ihr das einfach so. Und es wäre auch cool, wenn ihr das einfach so lasst, das ist auch kein Problem, aber macht euch wenigstens den Gedanken, könnt das ein bisschen einordnen bei euch selber, wenn ihr halt so Aufwärtswellen sehen würdet.